Welkom zum Tabzingen. We freuen uns dat u hier bent. Ik freue mich für jullie alle dat je hier bent. En ook du wat im TV oder am Phone oder wo immer du Tabzingen checkt. Checkt nicht bloß, wir laden die an mit uns zu singen und auch zu leren uit Gott zijn woord. So, wir sind hier zum Singen, du bist eingeladen. Ich will bleiben stehen. Das bin Heiland, denn am Berg stund. Jesus, das bin Heiland, denn am Berg stund. Selbst ein Berg, ihr plant wie sie dem Buddha. Ich will bleiben stund. Yeah. Ich will bleiben stund. Ich will bleiben stund. Selbst ein Berg, ihr plant wie sie dem Buddha. Wann de wallen töven, ik wil blijven staan. Wann de wallen töven, ik wil blijven staan. Zelfs een boom, je plant die zien in Buddha. Ik wil blijven staan. Ik wil blijven staan. Ik wil blijven staan. Zelfs een boom, je plant die zien in Buddha. Stund. Halleluja, ich will bleiben stund. Selbst ein Baum, ihr plant wie sie im Buddha. Ich will bleiben stund. Ich will bleiben stund. Ich will bleiben stund. Selbst ein Baum, ihr plant wie sie im Buddha. Zelfs een boom die beim Buddha steht, der wartet de Beine auf, und das Buddha niemals abhielt, zodat er einmal wassen kann, einmal rein ist. So will wir stehen bleiben. Und ich glaube, das ist auch dein Wunsch, das ist uns Wunsch. Manchmal, wenn wir fallen, wenn wir Fehler merken, dann das uns das leid und wie, und ich will wahr nicht. So das Wunsch, wie wollen stehen bleiben. Und Jesus weiß das. Er weiß, wer du fällst, er weiß, was du machst. Und er hält dich, wenn wir haben eine Frau. Das ist die Nachricht. Nicht so leid rauf, nur dem Rifa zum Beten. Das ist ein Leid, was sinnbildlich davon redet, dass Jesus ist der Strom, ist der Lebensstrom. Jesus ist das Buddha, nicht? Und wie mochte einmal an Jesus kommen? In Nordamerika wird man in rauf zum Rifa, am Fluss, sich durch Deutsche Leute, durch die Botschaft der Harste, ich einmal. Und jetzt wie das war spielt das Leutenbet. So wie wollen uns nach diesem Strom, nach Jesus, einmal kommen? Och säkring kraft når dem rifatten mer. Hier neva Gott sin göra. Jon bär så draut. Det smakar krön och gott. Vis mig vart. O sästa kom doch med. Kom doch med. Kom doch med. O sästa kom doch med. Kraft når dem rifatten och säkring kraft når det blir fatten meren. Liren neva Gott sin göra har. Jon bär så draut. Det smakar grön och blad. Vis livet vart. Åh bröda, kom doch med. Kom doch med. Kom doch med. Åh bröda, kom doch med. Kraft når det blir fatten och säkring kraft
komm doch mit. Oh, Sünder, komm doch mit. Ruf nur den Brief zum Beten. Oh, Sünder, komm doch mit. Komm doch mit. Komm doch mit. Oh, Sünder, komm doch mit. Ruf nur den Brief zum Beten. schenkst mir dinen Sinn, din jest jag med kraften deinen, vad du varar tjänst. Jo, vor dem Himmel, Dankeschön dafür, dass du uns die Kraft gibst, zum die Deinen, was immer unser Abgo ist, was immer du uns berufen hast, Herr. Manchmal, wo wir möglich, manchmal gleich wir die Kraft richtig mehr haben. Aber du sagst, dass du jeder Tag bei uns bist und dein Wort, durch den Heiligen Geist wohnst du in uns und der tröst uns, der rettet uns. Und du bist einfach du und gibst uns die Kraft, Herr, dass wir stehen können aus einem Baum, was beim Wutter ist, und dass wir können immer weiter die Deine, die Leibe, die Ehe bringen, und auch unserem Nächsten, dass das seine ist, dass wir die Gott sind, Herr. Dankeschön dafür. Dankeschön, oh mein Vater, du schenkst mir deinen Sinn, din Geist gib mir die Kraft im Deinen, was du varar tjänst. Dankeschön, tja, wie Gott sei, immer war da, dass er in Jesus Christus gekommen ist, uns zu dienen. Jesus ist gekommen, er hat uns dort in seinem Wort klar gelehrt, er ist gekommen zu dienen und nicht gedient zu werden. So, wir sind von da war da auf einen Gottesdienst, den wir veranstalten. Und wenn wir ein bisschen über das Wort Gottesdienst denken, dann fragen wir uns vielleicht, was ist dann das Gottesdienst?
Dein wie Gott oder dein Gott uns? Ich hatte mal lange Schwierigkeiten, damit fertig zu werden, klar zu kommen, wenn wir reden von dem Gottesdienst vor. Was dein wie Gott, wenn wir uns versammeln? Was ich mal zu der Überzeugung komme, das handelt sich nicht um, dass ich Gott deine, ob man wir uns versammeln, sondern das handelt sich um, dass Gott mir deine det, wenn wir uns versammeln. Wir kommen zum Gottesdienst, wir versammeln uns zum Gottesdienst, dass wir uns keine deine Leute von Gott. Und das ist für uns Konzept ein bisschen durcheinander, oder schwer zu verstehen, was das, wenn Gott uns deine Wort. Welch habe ich damit fertig worden, als Menschen dort anzunehmen, dass Gott uns deine Wort. Das uns ein bisschen hindern an unserem Stall, nicht? Ich habe die möchte Fälle, wenn ein Hecher als ich oder ein Mensch, zum Beispiel, der über mich steht, sich rauflädt auf meine Hecht in mir deine Wort. So ist es auch mit Jesus. Der kam auf diese Erde, uns zu dienen. Woran? Wenn er das nicht neidig hat, wenn er in der Herrlichkeit wir Gott selbst, kam er rauf, uns Menschen zu dienen. Das Konzept, da hat nicht bloß wie von der Schwierigkeiten mit, da hat die Jünger damals auch Schwierigkeiten mit. Du mit klar zu kommen, dass Jesus an deine würde. Doch die Realität ist, wer sich nicht deine lässt, kann nicht deine. Wir haben nichts, was wir Gott beide kennen, wenn wir das nicht von am all euer gekriegt haben. So Gott hat uns gemerkt, der hat uns Gaben, Talente gegeben, der hat uns Fähigkeiten gegeben, der hat uns mit verschiedenen Angelegenheiten ausgerüstet, bloß wir können am nichts geben, wenn er uns nicht vorher all was gegeben hat. Das, worum Gott uns deine det. Das, worum er uns seinen Sehen geschickt hat, um uns zu dienen. Die Frau ist, der ich die Stahle mocht, best die Reitleiber hier, die von Jesus deine zu lassen. Hast du den Mut, die sollte demütig, rauf zu kommen, bei dir, dass Jesus die deine kann? Der treue Antwort ist, wenn wir das nicht kennen, so als Jesus das sagt, dann können wir mit ihm nicht Port haben. Ich möchte einen Aufschnitt lesen, den wir in Johannes Kapitel 13 finden. Der Vers von 1 bis 20 zu 1. Wenn du deine Bibel da hast, darfst du mit mir lesen. Ich war dort einmal ab Lüdes lesen, die kostet auch noch herlesen, was für die einfacher ist. Da sagt dazu, dass wir Juden für dem Passafest fast. Jesus wisst, dass seine Zeit gekommen wird, diese Welt zu verlassen und drei um vorder zu gehen. Hij wird die Sinje in dieser Welt immer gut gewast. Und so gut wie hij an auch bat an seinem ein. Dort wir beim Ovenkast eten, der bei sein Feind hat dem Judas Iskariot Simon sin sehen, dort all in dort Hort gegeben, Jesus zu verraten. Jesus wisst, dass der Vater am alles in der Hand gegeben hat. Und dass er von Gott gekommen wird. Und dass er nur Gott ging. Dann stimmt er vom Eten ab, lädt sie nicht leider zu sehen und bungt sich ein Handtuch an. Er geht weiter in eine Kam und fängt an, die Jünger die Feit zu waschen. Die dreht mit dem Handtuch, dort er sich angebunden hat. Als Heibat Simon Petrus kam, seht er zu ihm, Herr, wasch du mir die Feit waschen? Jesus sagt zu ihm, was ich nu da, das verstehst du noch nicht. Du wirst das aber nur her verstehen. Petrus sagt zu ihm, du sollst mir niemals die Feit waschen. Jesus sagt zu ihm, wenn ich die nicht wasch, dann hast du kein Port an mir. Dann sagt Petrus zu ihm, Herr, nicht bloß die Feit, aber auch die Hände in den Kopf.
Jesus sagt zu ihm, wer gewaschen ist, dem brückt selbst nicht aus der Feit gewaschen worden, weil hij ist ganz rein. Und je sind rein, aber nicht alle. Hij wisst, wer am verroden wird. Deswegen sagt hij, zij wären nicht alle rein. Als hij an erste Feit gewaschen hat, nahm hij sich weiter seine Kleider an und sah sich dohl und sagt noch einmal zu an, weet je wat ik gedaan heb? Je namen mij haren leren, en dat zei je recht, wils dat is wat ik zie. En wanneer ik je haren leren, je te feit gewaschen heb, dan zal je ook zo doen als ik je gedaan heb. Ik zei je ganz op ernst, ein Knecht ist nicht rater aus sein Haar. Und die du geschickt ist nicht rater aus die, der am geschickt hat. Wenn je dit nu weite, dann sind je seilig, wenn je dort auch tun. Ich rede nicht von jünd alle. Ich weiß, wem ich ausgewählt habe, aber dort muss so rumkommen, aus der Schrift sagt. Sogar mein guter Freund, in dem ich vertrauen hat, dass mein Braut uit, klingt ab mir mit der Feit. Ich sage Ihnen dort nu, ja, dort passiert, dort je, wann dort ist passiert, je leuwe, dort ich das sehe. Ich sage Ihnen die Wahrheit, der wer den abnimmt, den ich schenk, der nimmt mich ab. Und wer mich abnimmt, nimmt den ab, der mich geschenkt hat. Jesus, Dankeschön für das Wort. Dankeschön, dass du die so drauf gelassen hast. Du bist uns nicht bei der Ewigkeit gekommen. Du bist uns bei der Feit drauf gekommen. Du bist ganz bei uns gekommen, um uns zu dienen. Leer aus die Chimst, je hebt nicht gekommen, Mensch zu sehen. So bist du für all die gekommen, die dein Wort ab dieser Art und Weise oder ab irgendeiner anderen Art und Weise hier. Du bist gekommen, an zu dienen. Alles, was dein Ebenbild ist, wie die so viel wird, dass du raufkommst, der Herrlichkeit beim Vater verleidst, um auf unser Hecht zu kommen, du han zu kleinen, wo wir han kleinen, um uns länger verstehen zu können. Und um uns dort zu wiesen, dass du nicht bloß ein Gott bist, der in der Herrlichkeit lebt, sondern dass du ein herrlicher Gott bist, der sich mit der Realität von der Welt konfrontiert hat. Um uns Menschen dort zu wiesen, dass du Leben zu beide hast. Für all die sehen. Dankeschön dafür, Jesus. Jesus stellt uns in diesem Aufschnitt einmal kurz seine Identität vor. Er merkt uns dort hier klar, wer er ist. Dort wir weiter kennen, dort wir hier nicht mit irgendeinen Jüd zu tun haben, der sich selbst was Eierbild hat. Er sagt dort ganz klar, dort wer am hiert, der hiert nicht am, der hiert dem, der am geschickt hat. Wenn wir in kleinen Blick merken in dem 4. Kapitel in Johannes von dem erwähnten Nanchetje. Der hiert nicht am, der hiert dem, der am geschickt hat. Und dort, wo am Jesus gekommen ist. Er hat sich nicht selbst ausgedacht, er hat sich nicht erfunden, um uns dort mitzuteilen. Er hat einen Auftrag gekriegt von Gott, dem er hier nur die Erde bringt. So, er stellt sich vor, dort er ist nicht im Prinzip von Maria geboren, er ist nicht im Prinzip von dieser menschlichen Natur, er kommt vom Vater. Er sagt, sein Ursprung ist bei Gott. So, er ist vom Vater ab diese Erde gekommen. Er stellt sich auch vor, dass er eine ganz bestimmte Abgabe auf dieser Welt hat, wo er hier ist. Nicht bloß von wo er gekommen ist,
sondern wat hij hier is, wat zijn opgave hier is en wat hij hier te doen heeft. So hij wies ons dort nachher in diesem Beispiel, dat hij ons als Menschen dienen deed. Und dort hat er auf verschiedene Orten wiesen. In diesem erwähnten Beispiel der Feitwasch, aber in vielen anderen Situationen, kranke Heile, besettene Friemärke, entmutigte, ermütigte, Stortje, Dödje abwaatje, selbst sterven om ons leven te geven, nog vele andere zaken waar hij gedacht heeft in zijn Beispiel. Hij wist dat aber ook, dat in all diesem Wirrwarr, dem Menschen von ihm vernommen, ab diese Erde, hij hat auch ein Ziel, wo hij handelt. So, hij kommt nicht bloß von Gott, und hij will nicht bloß hier ab diese Erde, um uns zu dienen. Hij hat auch ein Ziel, dat hij drei durchhandelt, von wo hij gekommen wird. Hij wist, war all dem, dat von wo hij gekommen wird, nach wat hij hier te doen hat, nach wo hij hangehen wird, dat am all de Macht, die jemals irgendwer haben können und brücken können, dat am der unvertrüht worden wird. So alle Macht stund in seiner Hand, der hat er vor der Arm in seine Hand gegeben. So wenn Jesus nicht sterben hat wollt, hat er das wahrscheinlich nicht brückt. Hij wir bevollmächtigt worden. Hij hat die Vollmacht, dat er vom Kreuz stoppen können, so ist der Schuldige am dort sei, da als hij gekreuzigt wird, wenn du Gott sehen wirst, dann kriegt er rauf. Dann steht er vom Kreuz rauf. Hat Jesus nicht die Kraft, das zu tun? Doch. Hat er alle Kraft, hat alle Autorität, dat hij kann vom Kreuz rauf stoppen und den Menschen wiesen, dat hij Gott wird. Doch hij wir gekommen, zu dienen. Und hij wir nicht gekommen, Macht uit te uiven. Hij weer niet gekomen als een rechter om de slechte te rechten. Hij weer gekomen de Welt te raden. So hij zegt, dat wordt hij. En wanneer je dat wordt niet geloven, dan heb je al wem wat je rechte. Wat je in het rechte deed. En dat is namelijk dat woord. Dat woord wat je niet geloven. Dat recht je. So hij weer niet gekomen. Hij weer gekomen lief te verdelen. Hij weer gekomen te dienen. Hij weer gekomen kranken te heilen. Hij weer gekomen verlorene te zieken en te raden. Zodat we hem, dat lag hem omhoort. Hij kwam niet om die al het slechte wat u Duits te wijzen. Dat lag hem niet omhoort. Am lag dat omhoort wat we van Gott in die. En wat kon hij in die verheven, uitheven en wieder Gott merken daarvan. De vrouw voor die wat hij hier is, wat jamst u her? Nou, de eerste antwoord is kort van mijn pa, niet? Dat is toch mijn oorsprong. Doch die Bibel lehrt uns, dass uns Ursprung der ist von viel wieder drei, als von mein Pa. Wir kommen nicht von mein Pa ursprünglich. Wir kommen aus Gott, seine Idee. Gott hat uns geschaffen. Der Psalmist sagt uns, dass euer wie überhaupt in Ma Charpa und Stunde worden, hat Gott all den ganzen Plan für uns klar. So wir kommen von viel wieder drei, als von Mama und Papa. Dat is dat wat Gott gebruikt heeft om ons den Weg op deze Erde te wijzen. Aber Gott hat sich uns vergestellt. Ja, maar ein paar uns im Sinn hat. Ist uns dort klar, wo wir herkommen ist? Die dort klar, wo du herkommst? Die andere Frau ist, was hast du hier zu tun? Zu was bist du hier, wo du bist? Wenn du bloß von meinem Pa kommst, wo ich dir Recht gebe, wenn du glaubst, du musst einen Platz auf dieser Welt ausfällen. Doch, weil Gott die in seine Gedanken hat, bist du zu mehr als einen Platz auf die Erde ausfällen auf dieser Welt. Gott hat ein Ziel mit dir. Er wünscht sich, dass du kannst noch ankommen und dass du die von ihm deine Lotte kannst. So hij wil die wat vermitteln. Hij mag die wat wiesen, wat hij für die hat. Dat kan hij aber nicht bloß beim Vorbeigehen doen. Dat wil hij in aller Ruhe, in aller Tijd, die mitteilen, damit die dat vom ganzen Harte verstehen kannst. Die andere Frau ist, wo gehst du hin? Wie viele Menschen, wenn du an die Frau aufhörst stellst, wo gehst du hin? Dat Leben auf dieser Erde, dat hielt irgendwann ab. Bist du dir bewusst, wo du hingehst?
Doch ons Schaper, die jet im Grofnen, die verfühlt ein Wort zu ihr. Ob wir uns das nicht wörtlich verstehen können oder nicht, dort ist die Tatsache. Gott sagt in seinem Wort, der Mensch ist von ihr gemerkt, und der Wort drei nur ihr gehen. Doch ja, von uns ein Stück Ewigkeit angelegt. Dort wird nicht verfühlen. Niemals. Dort bleibt immer. Und dort will Gott, dass wir dort lehren können, dass wir unseren Wert, ab dort, was er von Ewigkeit an uns angelegt hat, leiden können. Dort uns wird den Punkt, ob dort ewig Stück in unserem Leben haft. So uns Leben geht nicht, ob das ihr ab. Dort geht wieder. Ob dort nu ins Verdorven wieder geht, oder ob dort nu für die ewige Herrlichkeit wieder geht, dort kannst du die selbst entschlüten. Bloß ein durch die Weite. Jesus ist gekommen, die zu deine. Und der will die so deine, dass du durchkommen kannst und weiter kannst, dass du die Ewigkeit bei ihm verbringen kannst. Wenn wir uns diesem Aufschnitt ein bisschen wieder bekicken, dann möchte ich dir noch eine andere Frage stellen. Bist du gewaschen worden? In anderen Worten, dass Jesus dort sagt, zu Nikodemus in Johannes Kapitel 3, bist du wiedergeboren? Wenn dem so ist, wenn du gewaschen worden bist, dann hast du das Stück Ewigkeit auf einen sicheren Platz gebracht, wo Christus mit dir die Ewigkeit verbringen wird. Das ist die Verheißung, die er uns in seinem Wort gibt. Petrus, der versteht das so, wenn das so einen großen Effekt hat, mit den Feiten waschen, dass ich Port an Jesus haben kann, dann möchte ich doch nicht bloß die Feit. Dann will er den Hein auch. Dann will er den Kopf auch. Dann will er ganz duschen. Doch Jesus sagt, das Essen, das geht nicht durch. Warum sagt er uns, oder sagt er Petrus dort hier, du brauchst, dass ich die Feit wasche. Ich glaube, Jesus will dort lehren, du bist in alle Momente in deinem Leben ab Abhängigkeit von mir angewiesen. Alles, was du denkst, alles, was du träumst, merkt die von mir abhängig. Ganz. Lut das nicht für eine Selbstverständlichkeit, du bist gewaschen, du bist für immer klar, du bist für immer gerat, vor dich. Sie abhängig von ihm. Ich glaube, ich will ihm das vermitteln, dass du hast Probleme auf dem Weg. Wie weit dort von der hier im zentralen Schako erlebt, wie eine Situation, wo das ein Nachtschriftstoff gibt. Dort waren wir irgendwo auf der Gas gehen, dann war uns die Schau ziemlich pulverig. Und wenn wir borf gehen, natürlich die Feit. So, das ist, was Jesus meint. Wenn wir auf der Gas gehen, wenn wir Kontakt mit anderen Menschen haben, dann hilft wir uns mit ihnen. Dann war wir stoffig. Dann jeft dort hin und war da mal eine Spannung. Und das bleibt nicht unbedingt bloß bei einer Spannung wie eure uns auch. Und wie sei Ferke auch danach was damit. Das glaube ich erst, was Jesus meint. Wie brücke, dass wir diesem Stoff aufwaschen lassen. Seitdem ja wir nicht selbst aufmerken. Wie brücke uns so gegenseitig dazu. Er sagt dann, ich habe ein Beispiel gegeben, damit wir dort deine sollen. So ich glaube nicht, dass Jesus nicht meint, dass wir alle uns eine kommen Wutter nehmen und uns anhocken und sinnbildlich die Feit waschen. Zwar dort nicht eine schlechte Sache, würde sein, aber ich glaube, er meint, dass wir jenseitig mal sagen, du, ich habe mich versündigt an die. Kannst du mir das verzeihen? Wie brücke dort wir jenseitig unsere Sünde bekennen? Jakobus sagt uns dort so, bekannt jene Sünde einer den anderen. Warum? Damit wir gereinigt wurden. Damit wir geheilt wurden. Damit wir nie worden können. Dort brücken wir uns untereinander. So, wenn Jesus uns dort weiß, als Herr und Lehrer, worauf kommen wir können, bei unserer Feit,
Wie viel sicher soll wir untereinander den Mut haben und sagen, du, ich sehe nicht die Schuld, ganz mit deinen Feind zu kommen. Ich sehe nicht grater als du. Du bist nicht grater als ich. Wir brücken uns jenseitig und wir dürfen uns jenseitig haben, omdat wir uns de Feind waschen können. Omdat wir gereinigt worden können und omdat wir geheilt worden können. Gott will das. Hij wird uns deine. So als Petrus das weiß, und sagte ihm, ich habe ihn das gewesen, ich will trainen um ihn vorgehen, ich will nicht mehr hier im Charpa bei ihm sein, aber ich habe ihm ein Beispiel gegeben, wo er sagt, das. Die von Jesus de Feind waschen lassen. Warum? Wer dort nicht will, hat bei ihm nicht Port. Dort ist bei Jesus sehr klar. Diese demütige Haltung, was er hat, die möchte er dort wieder alle bei uns behalten. So, wenn der Lehrer und der Herr dort tät, wer sei wie, dort nicht zu tun? Dort Beispiel, was er ans Geloten hat. Hat dort was mit unseren Wert zu tun? Verlieren wir an Wert, wenn wir uns rauf tun, so weit, was unseren Nächsten seine Feind? Verlor Jesus an Wert, als er sich rauf tun, an der Feind zu waschen? Ward er geringer? Ging seine Autorität, ging seine von Gott vermittelte Macht, die er in seine Hand gekriegt hat, weich, indem er sich rauflegt? Nicht. In keinem Fall. Der war sicher, der war grater, weil es der bestätigt ward und der gewesen ward. Was bedeutet das für die, wenn dein Haar sich fertig backt und die Feind wascht? Wenn wir uns das nicht mal sinnbildlich feststellen würden, was wird in uns vergehen, wenn Jesus noch uns kommt? Nu check wie alle, gehört ihr euch nur dem Petrus und sagt, die haben noch nicht begriffen, nicht? Wie würde das nicht so denn? Ich frage mich, wie viel von uns diese Haltung würde haben, sagen, Jesus, ich glaube, ich soll die deine. Ich habe das Verständnis, ich soll die deine. Und der kommt hier mit mir. Jesus sagt uns, lot los, was dir gehört. Willst du hast nichts. Du hast nichts, wenn er uns das nicht gibt. Er ist der, wo das herkommt, und am gehört alles. Diese Einstellung zu haben, die Petrus muss auf sich nehmen in diesem Moment, und sagen, Herr, dann will ich gewaschen werden. Dann will ich, dass du mich waschen lässt, wenn dem so ist. Wir reden von der und auch viel über Gott sein Wort. Man hört auf Stelle, dass es interessant mal Bibelstunde zu haben, um über Gottes Wort zu diskutieren. Ich sage einmal weiter, Gott hat uns nicht sein Wort gegeben, um darüber zu diskutieren. Gott hat uns sein Wort gegeben, um dort zu leben. Gottes Wort will nicht diskutiert sein. Gottes Wort will gelebt werden. Das will Fleisch sein in uns. So als Jesus im Johannesevangelium im Kapitel 1 durchgestellt wird, das Wort wird Fleisch. So will er, dass das in uns Fleisch wird und dass wir das so leben können. Jesus sagte Petrus, das was ich da, das verstehst du gut. Das ist nicht wichtig. Das ist nicht wichtig, dass du die Göttlichkeit mit den kleinen Verstand versuchst zu begreifen. Das interessiert Gott gar nicht. Gott interessiert das, dass du das glaubst. Dass das, was er tut, dass du das im Glauben annehmen kannst. Und dass das, was er dir lehrt, dass du das im Glauben annehmen kannst. Das ist am wichtig. Glaub das. Du wirst irgendwann bei dir kommen, wo du wirst sagen, das meinst du dann. Nu weiß ich.
Hij zegt, ik doe dat, doordat wanneer dat passiert, doordat je dan weet wat ik gezegd heb. Wichtig ist nicht, das zu verstehen. Wichtig ist, gehorsam zu sein. Er sagt im Vers 17, sehr klar, wenn je dit nu weite, dann sind je seilig. Sei nu, wo das schein sein, wenn die hier all den Punkt gesagt hat. Dann regt das teu, dass ich das weit. Was Jesus für mich getan hat, der ist gekommen, der hat mir die Feut gewaschen, der ist gekommen, der hat mir gewaschen, ich sehe rein, ich sehe sein Kind, ich gehe hier zu arm, und ich sehe seilig, weil ich das nicht alle weit. Aber das bloß in Kammer gestalten, dann sagt er, wann je dort deine. Seilig bist du nicht, willst du dort weizt. Seilig ist bist du, willst du dort dest. Die Bibel redet dort unsere Radung durch unseren Glauben an Jesus Christus kommt. Doch die Bibel redet niemals von Glauben, der passiv ist. Die Bibel redet immer von einem Glauben, der aktiv ist. Wenn du glaubst, dann dest du. Und wenn du nicht dest, dann glaubst du nicht. So der Glaube hat mit deine zu deine. Und das, was Jesus hier sagt. Seilig bist du, wenn du dort weißt und wenn du dort dann auch dest. Wer deint, muss sich deine Lote. Ich möchte ein paar Beispiele erwähnen, die wir in der Bibel finden. In Lukas Kapitel 8. Da finden wir ein paar Verse, die von 1-3, wo uns das ein bisschen was beschrieben wird, über was frühes, die Jesus seinen Unterhalt vieren deuten. Die deuten am Versorgen. Die kümmern sich darum, dass Jesus versorgt wird. So dass wir an wichtig und dass wir Dienst an. Woran musste sie an diesen Dienst deuten? Sie hadden dat erfahren, dass sie von anderen Gästen frei geworden wären. So, Jesus wäre noch angekommen und hat an frei gemacht. Nummer 1 hat Jesus an erstmal gedient, dass sie am dienen können. Daher war an das wichtig, dass sie Jesus versorgen können. Diese selbst früh, Maria Magdalena, die dat begrepen hat, dass sie Jesus dienen können, indem dat sie gedient worden wie von ihm. Die sei wie dat, die einen Treffer hatte mit Jesus, wo Sester sehr drak wie mit Jesus zu dienen. Sie mussten den Platz merken, sie mussten noch das kijken, sie mussten noch Jan kijken. En dat eten zal reit worden, damit juist Geld abgehoben wird, damit die sich Geld veilen können, damit der Platz abgeräumt wird und so wieder und so weiter. Sei ja beschäftigt. En er merkt dat nerveus, dat Maria Magdalena seine passive Einstellung für Jesus hat und ihm einfach zuhört. So ich habe nach Jesus und sagt, Jesus, koste meine Schwester nicht mal umkrempeln? Koste meine Schwester nicht mal aufmerksam merken, dass sie mich mal helfen kann? Doch Jesus sagte du bist so verdrießlich. Mit all diesem Döne. Lot doch mal Döne. Und sie nicht einmal darauf bedacht, dass du Döne machst. Komm mal bei dir, dass ich die Döne kann. Maria hat sich diesen Teil gewählt, sich von Jesus dienen zu lassen. Sie hat sich vorher darauf nicht gejammert, dass Jesus kein Geld abgehoben sein, dass Jesus kein Geld versorgt sein. Doch Jesus wusste dort, wenn Maria sich nicht war davon am dienen lassen, dann wurde das bei ihr utdrehen. So hat vertelt einen Aufschnitt in Johannes Kapitel 4, dass eine unutdrehbare Qual ist. Du wirst von das Wasser trinken, was ich dir geben war, und du wirst nicht mehr darstellen. So, dort, was Jesus beide kann, dort wird in uns eine unutdrehbare Qual.
Want Jesus die de feit wasje wel van de allerlei wat hij hier. Best je rij dat te laten? Vielleicht bist du einer von Jesus seine Gruppe. Vielleicht bist du auch einer, der in Jesus seine Gruppe ist, der aber nicht von Jesus seine Gruppe ist. Jesus hat einen seinen Fall in dieser Gruppe, der wir nicht von ihm. Doch er zitiert da im Psalm 40, wo er sagt, in dem Freund, dem ich vertrauen habe, der klingt mir nicht mehr der Feind. Der mit mir hab Art. Dem ich viel anvertraut hat. Der war da steht mir. Vielleicht bist du auch so einer, der jeden ab christliche Programme ist, der jeden an Veranstaltungen teilnimmt, wo sich Christen versammeln, aber vielleicht hast du die noch niemals waschen lassen von Jesus. Dann möchte ich die Teilraupe Lot, die von dir waschen. Lot die ganz waschen. Wenn du das überall hast, dann kann es jetzt sein, dass du die Stoffe gemerkt hast. Sie nicht der Stalt, die diesen Stoff aufwaschen zu lassen. Jesus ist rein, das zu tun. Und wenn du das mit einem anderen regeln machst, dann tu das. Ich glaube nicht, dass du zu gut bist, das nicht zu tun. Rauf zu kommen, but op een feit van deinem Nächsten. Ich erinnere mich, als ich aanwassen, da jong war. Wann ma ein paar mich Geld wäre. Und dort besonders dann noch mal für andere Menschen, die wollen mich umarmen. Dort geeft mich ein amakelig Gefühl. Das passt irgendwie nicht, ne? Wat is? Nou, dat is voor mij eigenlijk, ik zie al te groot. En dat zegt de Bibel ons in Johannes kapitel 15, im tweeden deel van vers 9. Lotjend Gott zijn. Lotjend Gott zijn. En liefde nog. Manchmal ist das gleich einfach für uns Menschen, dass wir uns Gott seine lassen. Wir bleiben uns vielmals zu groß. Wir brauchen das gleich. Wir wollen uns all weiter. Doch Jesus sagt, lass ihn Gott sein, damit du nur leben kannst. Wenn du deinen Nächsten was Gott sein, dann brauchst du, dass er die Gott ist. Und das brauchst du, dass du das erleben kannst. Dat verstoren te gaan, dat geloven te gaan, dat leven te gaan. Leef dan nu, die Gott zijn te laten, damit du andere Gott zijn kannst. Laten we hier deine Situation in deinem Leben. Du hast sehr viel Gelegenheiten, die Rahmen zu dienen. Wir sind aber in einige vor, dat wir leicht in dem vervallen, wann wir deine willen, dat wir leven wie Mathe immer deine. Und wir kommen nicht uns deine Lotte. Jesus sagt die von dir, wenn du die nicht was von mir bedeine Lotte, dann hast du bei mir nicht Brot. Ich möchte die anladen, komm mit mir taub, weil wir doch für Jesus seine Feit gehen und uns von ihm deine Lotte. Damit wir keine Port an ihm haben. Herr Jesus, du sitzt all die Teuerheit haben. Du sitzt all die mit einem tiefen Wunsch Teuerheit haben. Die siegen. Herr Jesus, du sitzt all die auch aufsteigen, du sitzt auch all die Schwierigkeiten damit haben, wenn du nur da kommst. Wenn das Licht da wird, willst du vielleicht zu viel anrennen zu sein ist. Ich bete, dass du durch deinen Heiligen Geist die Kontrolle über jeder einem nehmen musst. Die Gedanken, die so viel Leus ranfliegen. Und in Jesus seinen Namen nehme ich diese Gedanken fast und leide verdienen Feit an. Damit du an so Horte
deine kost. Domat du onze feite reinwaschen kost. De pulver. Dat wat ons verschwindt heeft. Dat wat ons rein melken deed. Wasch die ons de feite. Die am Bildschirm zet. En die deze aanstelling heeft. Wasch die dem de feite haar. Wasch die dem de feite met die onder deine kan. Befähig du den Fall, wo immer in der Welt die verstrahlt sind. Die sagen, Jesus, du bist mein Herr. Wohin soll ich gehen willst? Du hast wird vom ewigen Leben. Du hast dort, was ich brauche. All die, wo immer die sind, musst du die deine, damit die befähigt worden, andere zu deine. Herr Jesus, dat deine diepe lijf zo dicht dringen kan. Dat geen stals bestaan blijven kan. Dat alles verschillen kan en deine jeen wordt. En schleen worden kan. En gereinigd en geheiligd worden kan. Doordat die val gewaschen is. Wird voor die als de bruid. Reute zei, Brigum, kom. Kom, wanneer du west. Kom, wanneer du luistert. Het draait als er het tijd is. Kom. Ons met te nemen. Aber solange als wir hier sind, dass wir uns untereinander deine können, so du uns das gelehrt hast. Und lot nicht, dass Stalten ans Wort rühmtje können, uns das zu verhindern. In Jesus in Namen. Amen. Göda Schubrohr, blieb ich mich mit deiner Hilfe. Wie's mir den Bach, Göda Schubrohr, mit deiner Feitan, blieb ich ja den schmalen Weich, hab deine Welt, dürfen ich Manna, für meine Sorge. Die hungrig hält, du hast Ruhe, hoch scheine rot, du hast Leib, wo ich noch nie getan, wann ich wohne, hab die Welt hat, dann bring mich Für meine Sorge.